Wollen Merkel nachlesen? Auch an Fastnacht wird immer gejammert, wir brauchen neue Redner, Rednerinnen, Sänger, Sängerinnen. Und man sucht und castet und findet kaum. Stimmt gar nicht. Es gibt sie. Was wir brauchen, sind Originale, sind Typen, über die wir von Herzen lachen können, ja? Und da haben wir jemand gefunden. Und Frankfurt Hellau hat gefragt und sie hat sofort Ja gesagt, hat ihren Urlaub abgebrochen und eilt jetzt hierher. Viel Vergnügen mit der Kettel Feierdach. Guten Abend, ich komme gerade vom Urlaub. Ach Gott, ich war eine Woche fort gewesen, gell? So, jetzt aber gerade noch gelaufen. Guten Abend, Feiertag, guten Abend, Feiertag, Kettelfeiertag. Ich singe euch ein Lied heute Abend, Feiertag, Kettelfeiertag. Och, schöne Mitzelchen. Ja, bin ich gerade so noch schnell, ich habe mich beeilt, gell? Das war ja jetzt so beinahe noch nicht gepackt. Guten Abend, Feiertag, Kettelfeiertag. Ach Gott, jetzt ist Sie. Wie heißt du jetzt? Helmut. Ach, der Helle. Ja, er hat schon mal unschöne oben so was lustig schon. Ja, freut mich. Hier, jetzt wo wir gerade so intim sind, gell? Ja, der Vorname und alles, ne? Ich kann dich mal eine Minute brauchen. Ja, Entschuldigung, ich habe Treppenmalaria. Ich kann doch jetzt nicht so nur, das schon mir das Geländer machen. Ja, Entschuldigung, das ist ja... Ja, ich soll ein Lied singen halt oben da, gell? Da kann ich nicht so. Ja, Schnee und nur das Geländer, du musst mich nicht feiern. Ich bin doch nicht alt. Ja, stell erst mal den Koffer auf, gerade oben. Ja, ich bin sofort drauf, geht gleich, ich sing sofort, ja. Ja, hätte ich ein Picke können auf den Boden stellen, du bist nicht runter, du musst. Mein Gott, Männer. Ja, ich habe auch so einer daheim. So, jetzt kommt gerade mal runter. Jetzt ganz kurz, bist du Links- oder Rechtsträger? Rechtsträger. Ja, ich muss dich stark sein. Wieso, wann ich mich jetzt... Dann stell dich jetzt mal da auf die Treppe, noch eins Nuff, die Arme breit und ich gehe jetzt an dir entlang. Ja. Ah, guck mal. Schön. Halt, wart noch. Du musst warten, bis alle zwei Beethoven sind, gell? So, ja, ich kann kein Spagat. Danke. Ja, dann. Ja, das ist wichtig mit den zwei Beinen, weil ich kein Spagat kann. Aber das ist, ach Gott, leid, aber ich muss schon sagen, ja, ich bin noch gekommen vom Urlaub direkt daher. Leid, ich bin fertig, gell, was man da erlebt. Ja, ich war eine Woche in der Türkei. Ja, Helle fragt mich mal, wie es war. Ah, frag nicht. Meiner war dabei. Ja gut, wir waren jetzt nur eine Woche, deswegen haben wir auch den kleinen Koffer. Ja, wir haben vorher noch geduscht und gebadet und da brauchen wir mal schon kein Wäsche einzupacken. Ne? Ja, und jetzt, also ich muss sagen, so eine Woche mit Moim, gell, das ist ja, ja, jetzt, ich muss dazu sagen, das Wetter war nicht so gut. Jetzt musste ich ihn ein bisschen beschäftigen, ne? Ja gut, da haben wir den ersten Tag gekniffelt. Ja, jetzt, ich wollte ihn ja auch gewinnen lassen, ne? Ich habe gedacht, dass das ein schöner Urlaub wird, Lusten gewinnen, gell? Und wie ich euch sage, ich habe sogar einen Werfelweniger genommen. Es ist mir nicht gelungen. Ja, ich habe dann aber zu Moim gesagt, gell? Wie das Sprichwort sagt, Helle, Glück im Spiel. Ne? Und bei ihm ist es umgekehrt, ne? Pech im Spiel. Ja, so glücklich hat er auch ausgesehen, wie ihr jetzt habt. Aber was soll's? Den nächsten Tag, ich hab dann gedacht, jo, Allah, ich mach etwas, wo er kann. Ja, man muss sich immer unterhalten. Ich gehe euch kaufen. Ja, da muss er bloß hinten nachlaufen, da kann er nichts falsch machen. Ja, dann sind wir auf den Bazar gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennen, das sind lauter so Geschäftler. Ja, und da stehen dann die Männer vorne dran und bitten ihm hinein. Und, Helle, ich glaube, ich bin so der Typ von den türkischen Männern. Doch. Also ich bin in jedem Laden neu gebeten worden, gell? Was heißt gebeten? Die haben mich regelrecht neu gezerrt, gell?
Ja, mit so viel Wollust kann ich schon einmal nicht umgehen. Ne? Aber ja, meiner ist bloß der Fuge gelaufen. Ich nehme, der war eifersüchtig. Ja, und die türkischen Männer, das muss ich als Frauen noch sagen, gell? Die sind ja sehr zuvorkommend, ja. Die haben zum Beispiel, wenn man mit denen redet, die hören zu und die antworten ja. Ich hab's nicht verstanden, es war türkisch, aber ist jetzt nicht so schlimm, ne? Bei meinem daheim, da muss ich immer sagen, jetzt nicke mal, dass ich weiß, ob du noch wach bist. Ja, sieh, das ist nicht so lustig, gell? Da hat man einen geistigen Erguss und weiß nicht, ob er ankommt, gell? Ja. Aber ich bin ja kaum um ein Lied. Was ich noch sagen muss, die türkischen Männer passen auch sehr auf die Frauen auf, gell? Die haben ja gemerkt, dass meiner der Fuge gelaufen ist, ne? Dann haben die dann immer gerufen, Chefe, du haben vergessen deine Frau. Ja, die sagen dort grundsätzlich zu allen Männern Chef. Die wissen ja nicht, dass meiner keiner ist, ne? Aber das ist, ich sag's euch schon, man macht was mit, gell? Und wenn so ein Urlaub hast, dann geht's ja da grad weiter. Das muss ich euch, ich weiß, ich soll ein Lied singen, aber das muss ich euch kurz erzählen, das belastet meine Seele. Ich bin jetzt da gelandet, ich komme direkt vom Flughafen daher, gell? Und jetzt musste mal noch einmal Pipi. Ja, das hätte mir jetzt nicht mehr gelangt bis daher, ne? Und dann bin ich da am Flughafen gegangen, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, ich habe ja im Flieger schon gemisst, ne? Aber da gehe ich nicht. Ja, mir ist da zu Ohren gekommen, wenn man im Flieger auf die Toilette geht, die gefrieren das Ei, ja, und das fällt dann unten aus. Jetzt stellt euch mal vor, das trifft jemand. Also mir wird das jetzt ein bisschen peinlich. Und außerdem kann ich ja auch so laut nicht Entschuldigung nun rufen, ne? Ja, deswegen bin ich jetzt da am Flughafen erst gegangen, ne? Ja, ich will auch gar nichts sagen, es war auch sauber alles und toll, gell? Aber sieh, da ist ja, da sitzt du. Und wie soll ich sagen, also ich habe alles, was ich vorgehabt habe, erledigt und jetzt hätte ich ein bisschen Papier gebraucht, ne? Ja, und jetzt sitzt du und jetzt hängt daneben, ich weiß nicht, ob wir das kennen, so eine große Blechrolle und ja, jetzt sitzt du, da vorne ist die Öffnung, du sitzt da, ich habe versucht, ja, ich hab's probiert. Ich wollte unbedingt ein bisschen von dem Papier kriegen. Das ist jetzt ganz kurz, weil wir gerade unter uns sind. Also ich bin der Meinung, der Erfinder dieser Rolle ist ein Mann. Ja, weil die Männer brauchen und kein Papier, die haben nur die Schütteltechnik, ne? Ja, auf jeden Fall, also ich sitze da, versuch an das Papier, ach, noch kurz jetzt nebenbei. Ich denke auch, der Erfinder dieser Rolle ist mit Hobby Sadist. Das erklärt dann auch noch die hässliche spitze Zacke, wo der an das kleine Loch da gemacht hat, gell? Ja, jetzt sitze ich da, probier also an das Papier zu kommen. Ich hab's auch leicht berührt, aber das einzigste Papier, wo ich zu sehen gekriegt hab, war der Aufkleber auf der Rolle Big Willy und die Hotline. Was sag ich denn? Hallo, Herr Big Willy, fuscheln Sie mal das Papier da unten raus. Welche Toilette bewohnen Sie denn? Ja, die, wo kein Papier unten rausguckt. Auf jeden Fall, also ist mir nicht gelungen. Ich musste, tut mir jetzt leid, aber wir kennen uns jetzt schon gut, ne? Ich musste mit meinem nackten Hintern bis mein Naked Backend
musste ich an den Boden und hab dann versucht, den Anfang von der Rolle zu finden. Ja, ich hab dann gedreht, der Anfang ist gekommen und ist gegangen. Und der Anfang ist wieder gekommen und ist wieder gegangen. Ich hab dann, das muss ich euch jetzt mal als Tipp sagen, ich hab eine Technik entwickelt. Gut, man braucht schlanke Finger. Aber ich bin zwischen die Rolle und das Papier, so zwischen neu, hab die Finger gekrümmt, hab das runtergerissen und dann hab ich mal Papier gehabt. Also ich muss nur noch anmerken, mit der Methode kann man es halt nicht dosieren. Wenn jetzt einer noch ein bisschen braucht, gell, kommt halt viel raus, ne? Aber das bin ich schon gar nicht gekommen, deswegen ich wollte schon ein Lied singen, gell? Von lauter bin ich davon abgekommen. Ja, ich bin eingeladen worden, um ein Lied zu singen, weil man nennt mich die Callas von Speyer. Ja, also ich fange dann einfach mal an. Der Refrain singen er mit, wenn er so schnell kennen wie ich. Und also ja, merken es dann, ich fange an. Als ich auf die Welt gekommen bin, hab ich mich gefragt, was soll ich denn da? Wär ich mal schön, wär ich mal reich, oder ich heirat gleich, Käsera, Sera, whatever will be, the future that I to see, Käsera, Sera. What will be, will be. Als ich dann einer gefunden hab ihn gleich gefragt, ob er sagt ja. Er ist nicht schön und auch nicht reich, aber Heirat war gleich Käsera, Sera. Whatever will be. The future's not out to see, Käsera, Sera, what will be. Wann ich heut in den Spiegel guck, weiß ich hab alles richtig gemacht. Bin zwar nicht schön und auch nicht reich, aber bei euch, ihr Leid, Käsera, Sera. Not aus to see, Käsera, Sera, what will be, will be. Dankeschön. Kettel Feiertag alias Jutta Hinderberger. Ja, also Sie haben ja gleich gemerkt, die Kettel kommt nicht aus Frankfurt, sondern mehr Richtung Frankreich, ja. Und zwar aus der Palz. Und damit, ja, dein Applaus genießen. Ja. Und damit du immer Papier für alle Fälle hast, haben wir jetzt für dich einen ständigen Begleiter. Da braucht dein Mann sich gar keine Gedanken mehr zu machen. Bitte schön. Und das Papier ist immer parat, ja? Also mit Aschebecher oben drauf noch. Also, wie gesagt, vielen Dank, liebe Kettel. Und glückliche Reise. Und Dankeschön. Wunderbar.